So, Freunde, hat geklappt. Keine Ahnung, ob es geklappt hat, weil ich noch einen Schleicheffekt genommen habe, also quasi noch ein Gericht gegessen habe mit Schleicheffekt, oder ob sonst irgendwas war, aber es hat Gott sei Dank endlich geklappt. Hey, meine Güte. Waffentasche ist voll, okay, aber so ein Angriffsschwert trotzdem gerne dabei. Das ist nicht unbedingt die stärkste Klinge, trotz allem, aber noch irgendwie etwas geil. Gut, glaube nicht mehr. Andere Stärke irgendwie was. Gut, ich könnte. Die Waffe ist kaputt, oder? Ja, die ist schon down. Und da kann man Klinge dran, die ist leider schon down. Okay, okay, ja, dann bringt das jetzt. Wir gehen die guten Waffen aus, die guten Waffen aus. Nur wenn ich irgendwas habe. Sobald ich dann wieder ein bisschen bessere Waffen habe, kann ich da wieder bessere Fusionen machen. Junge, Junge. Er hat noch 3 Versuche gebraucht tatsächlich. Schleifmedizin, danke schön, weil das Spiel davon ausgegangen ist, oh, du musst noch schleichen. Möge es dir Kraft schenken. Möge es dir Weisheit schenken, ein bisschen Mut. Was wir aber gerne mal ganz kurz testen können, Freunde. Dass wir das so zutrifft, wenn ich eben mal so ein Miasma-Loch habe. Weil ich kann mal wieder hier hin teleportieren. Dass jetzt hier also tatsächlich in der Richtung, wo ich jetzt gerade gegangen bin, eigentlich direkt wieder der nächste Knospe sein müsste. Quasi die Theorie so weit von mir stimmt, hä? Was ist das denn für ein Viech? Das ist Kacke. Doof. Alter, ich wollte nur ganz kurz. Ey, ich glaub das nicht, ey. Nee, komm. Sorry, kein Bock drauf. Was ist das denn? Ey, ich will da nur ganz kurz in den Untergrund und passiert so eine Scheiße. Nur ganz kurz testen. Ja, ist da in der Nähe so ein Ding. Und plötzlich fliegt mir hier alles um die Ohren. Hat das Ding da auf dem Rücken. Ist das sowas in Ivarok oder was?
Sag mal. Wie machst du denn so ein Viech platt? Ne, jetzt mal ganz ehrlich von, wie soll das gehen? Gut, wenn Tool funktionieren könnte. Ihm was zu fressen zu geben. Was? Warte mal, sobald ich ihn berühre, kriege ich Schaden. Oder dahin, was ein bisschen mehr Damage macht hier. Okay, nee, sorry. Oh, warte, ich ist eh zum Ausprobieren, wa? Mal gucken. Ja, dann hat er mich gerade gefressen. Wenn ein bisschen mehr Licht hätte, würde ich ein bisschen was sehen hier. Okay. Ja, Untergrund, ich weiß nicht. Spiel beenden, ja, zum Titelscreen kommen. Ich will nicht hier, dass mir das angezeigt wird von du bist hier gestorben und dann die ganzen Dinger verliere, die ganzen, ihr wisst schon, nee, die ganzen Feen. Das muss nicht sein. Fortsetzen, ja, ich glaube, wenn ich irgendwo Untergrund gelandet bin. Aber man hat hier unten aber auch gesehen, dass irgendwie da. Ich glaube, das Vieh hat irgendwie Sonanium verloren und daneben ist irgendwie auch so eine Sonanium-Mine, so ein Berg davon, genau der da. Ich muss einfach irgendwie gucken, wo war jetzt hier oben ein Schrein quasi hier und dann dahin rennen. Und ich sehe es natürlich auch ein bisschen doof. Keine Ahnung, wie man das Vieh also doch, eine Ahnung schon, ne? Also quasi wie ähnlich, wie man es mit in Ocarina of Time mit Drongo gemacht hat. Was sind die Dinger interessant? Also quasi eine Bombe reinschmeißt, wie man ihm quasi ausweichen soll, und da auf einen zugerast kommt. Scheint irgendwie auch so Nani hier auf dem Rücken zu haben, wa? So wie es aussah. Naja. Wie das eine? Ein bisschen Licht bitte. Wäre ganz dankbar, wenn der Ausflug hier nicht ganz umsonst. Ja gut, müssen wir nur zugeben, das ist nur ein kleiner Fleck hier. Bringt ja schon mal etwas, Das heißt, wir müssen das Vieh auch besser sehen. Keine Ahnung, ich glaube, ich muss es mal ein bisschen ausprobieren, wenn man gegen solche Viecher kämpft. Da gibt es sicher irgendwie eine Masterstrategie, aber ganz ehrlich, nun und erforschen ich sowieso erst, sobald ich dann ein bestimmtes Vehikel und so habe. Deswegen nochmal hier hoch teleportieren. Uff. Das ist ein Ausflug, ey. Also eine Überraschung, einfach direkt darunter. Wobei andererseits eigentlich auch praktisch, man kann es auch besser ausweichen und sagen, okay,
Wie habe ich jetzt keinen Bock, ich gehe irgendwo anders hin, zum Beispiel. Würde ja auch gehen. Krass stark was leider trotzdem, der Fakt bleibt leider. Also, die Frage ist jetzt, wohin war? Gehe ich jetzt direkt hier hin, wo ich einen Schrein gesehen habe? Oder dahin? Oder dahin? Oder Taburasa? Taburasa. Da kam ich am schnellsten wieder vom Turm aus. Ich versuche dann noch schnell mit dem Schrein zu holen, weil offenbar sind die Schreine doch. Ja, das ist schwierig. Wenn die so einfach sind. Nee. Also klar sind da oben, war. Da der Todesberg, wenn ich da reinfliege, komme ich auch einen ganz speziellen Ort raus. Das ist echt ein Stall. Krass, noch nie markiert. Aber eigentlich hier ein Stempel für den Boss ist da. Ich weiß gar nicht mehr, wer da war. Lionel vielleicht? Ah ja. Du, du, du. Ein Schrein, ein guter Schrein. In der Schlucht von Eldin. Hoffentlich ein einfacher. Ja, vor allem nach diesem auch ein bisschen zähen. Oh nein, das ist so ein Überlebensding. Ja, leck mich. Also, wisst ihr auch nach so einem zähen Kampf, sag ich jetzt mal, in Angel steht. Das ist etwas einfacher, das ist ganz schön gewesen. Oh, jetzt was Schönes. Ja, warte mal erst. Ah, er geht auf den Gegner zu und würde ihn deswegen ja auch Schaden zufügen, logischerweise. So macht er ein bisschen mehr Schaden. So, ganz ruhig kommt. Ah, die machen wir sowieso nicht. Die können wir wieder so umstellen. Ich habe das Gefühl, das jetzt könnte ganz cool sein.
Ja, sogar so ein Doppelkombi. Noch kein Schild, Alpha Kriegerklinge, Materialien, aber wir haben noch so einen Alpha Konstruktoren, gerne auf dem Boden, also. Okay. Oh. Entschuldigung, mein Fehler, das kann natürlich so nicht funktionieren. So, jetzt aber. Schade, dass nicht zusammen funktionieren. Ach doch, warte mal, die würden schon funktionieren, aber er hat schon noch nichts gesehen, wa? Okay. Ich bin doch ausgewichen, Mensch. Oh, dann ausgeschaltet. Haben wir noch mehr Roboter? Das sind auch Roboter, aber halt zuerst gar nicht gesehen. Ja, ich laufe natürlich auch direkt rein, ne? Ist klar. Weil mit dem Flammenwerfer natürlich geil gewesen, ne? Ja, so geht das. Okay, okay. Ja, trotzdem nacktes Überleben, ey, bin ich überhaupt kein Fan davon. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Ich verstehe durchaus, dass es irgendwie geil sein kann, aber ich bin da einfach kein Fan von. Weil mir gerade fragen muss, ob die überhaupt nicht auf mich reagieren, solange, naja, solange ich die noch nicht aktiviert habe. Ich habe also irgendwie gar keine Zeit, oder? Sehe ich das richtig? Mir halt Verstärkung zu holen.
Vor allem halt gerade sieht er mich und es jetzt einfach so mache. Jo, tut er. Schade eigentlich. Wenn ich mich gar nicht vorbeischleichen kann, was bringt denn das überhaupt? Okay. Ganz ehrlich, wenn ich mich nicht vorbeischleichen kann, wie soll ich denn das machen? Das bringt irgendwie... Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Oh Mann, das ist mal so eine Folge, wo ich... keine Ahnung, eben vielleicht liegt es daran, wegen Angeln steht, weil das gerade ein bisschen zermürben war. Weil man nicht wusste, wo der letzte Gegner sein soll. Nee, komm, wisst ihr was, ich gehe wieder raus. Ich habe keinen Bock auf den Schrein, sorry. Ich mache ein anderes Mal. Irgendwann. Wird am Schluss. Halt, ich kann mich schön vorbeischleichen, die Dinge halt zuerst zusammenbauen und dann ist cool. Aber so ist es doof. So macht es keinen Spaß, sorry. Wir machen das Ganze auch mal offscreen. So, das ist ein Krog, hat auch keinen Bock drauf, weil das so etwas. Bring mich da hoch und so. Ein Orakel, hm? Was denn gut geht? Wie geht's? Okay. Seltsames Huhn also. Ein Orakel. Das orakelnde Huhn geben. Ein sprechendes Huhn. Kann, das Orakel zu befragen. Soll ein Huhn befragen? Also was stimmt mit diesem Spiel nicht? So. Mein Brunnen aktiviert, wobei kann man ganz kurz hoch runtergehen, vielleicht gibt es irgendwas Besonderes. Oh, da ist ein Huhn. Ist das Orakelhuhn? Ja. Jetzt wird irgendwas mit der Hühnerquest zu tun haben. Das können wir durchaus noch vorstellen. Den muss halt hier mitbringen, ne? Da ja, Gesellschaft. Jo, ich verabschiede mich. Tschüss, liebe Hühner. Kann ich mir nicht vorstellen, ob das irgendwie das Rätsels Lösung war. So, muss ich jetzt die Hühner rausbringen.
Tja, war das Huhn weg, war? Doof. Okay. Offenbar war es das doch schon. Verrückt, verrückt. Fackel, ich will ja nicht lange fackeln. Und jetzt noch Terry. Soll er mal. Große Fee sucht Zufluss in Knospe, neue Entwicklung. Hat ihren See gegeben. Ja, das hat sie. Tatsächlich. Ja, das Vieh kennen wir zwar schon. Das Hühnerorakel. Ja, und das kümmern wir mich später. Ja. Einmal Lohnbeet. Ja, komm, bis morgens. Ein weißes Pferd, das ist riesig. Ein riesiges weißes Pferd, so. Und jetzt Blumenhund. Ne, zum Glück nicht. Nach einem Spielabsturz wäre es dann gewesen, ey. Ein treuer Preis, eine Prämie. Ja. Ja, Moment, bitte. Ritter Zaumzeug. Zaumzeug vor allem. Ja, ich bin auch sehr dankbar, dankeschön. Okay. Der andere Schrein war leider nichts, und noch nichts. Dann werden wir ein bisschen überlegen, was ich da mache. Also die Viecher so relativ stark sind, ne? Also von dem her. Leider. Ja, auch ein bisschen schräg, dass es so tatsächlich auch fliegen muss, überhaupt nach Taburasa schnellstens zu kommen. Ja, stimmt, er hat aber auch gesagt, dass irgendwo ein Schrein sein muss dort. Das sah irgendwie so verdächtig aus da vorne. Naja. Den Schrein aktivieren, da wäre mal eine Idee. Das ist noch ein bisschen schwierig. So irgendwie so ein Gefährt zusammenbauen, damit das funktioniert. So. Man sieht zwar kaum was, aber hey. Komm, lässt sich arbeiten. Ist zwar alles total verschwommen und irgendwelche Holzplanken stehen davor, aber kein Problem. Doomstar kann das. Doomstar ist für alle da. War nicht weiter schwierig. So, jetzt kommt das wieder. Jo, hab's getan. Juhu!
Das Meisterwerk, ja, ja. Ja, wenn er meint. Oh, eine neue Spezies? Stimmt eigentlich, weil ich glaube, in Breath of the Wild gab es noch gar keine Horrorblins. Ein durch den Kataklysmus neu hervorgebrachte Spezies, die in Höhlen haust. Mhm. Hat schon Stil, ja, ja. Schleichmonstersuppe. Monster-Essenz. Für Matilda, so. Ah, geht um Konstruktor, okay. Dann leg ich mal los, Mann. Du. Ho, 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 ho. Wobei Konstrukte als Monster zu deklarieren, fände ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Deswegen mache ich hier oben hinkommen. Hä? War das nicht gut? Muss doch hier unten sein. Hab ich? Der Biber auch nicht. Was ich habe, ist natürlich ein Leunel. Biberrock, stimmt, noch gar nicht gemacht. Hey. Gut, die Vierer findest du ja relativ überall auch schon Zentral-Hyrule, das wird jetzt das Problem sein. Ein Leunel, majestätisch. Wie es nur ein Leunel sein kann. Okay, schade. Bivork als nächstes und die anderen sind einfach so, ja, ist so schön, dass du es da hast, aber ist noch zu früh. Zumindest gerade vor ein bisschen. Okay, wenn wir sagen, willst du ein Traumhaus? Ja, komm, wir kaufen es mal noch. Was? Moment, wo soll das jetzt sein? Wieso hier oben? Ich dachte, es wäre hier. Taburasa-Rennen. Okay, ja, das war im Schreiner, das waren wir schon. Unser Traumhäuschen. Du.
Auf der nächsten Folge muss ich ein bisschen überlegen, wie ich wieder weitermachen soll. Da wieder ein bisschen strukturierter. Doch schon Richtung Gerudo-Stadt das aufmachen und da dann ein paar Erinnerungen, also Geoglyphen mitnehmen oder so. Oh. Ja, ist natürlich viel Platz. Aber ich meine, ganz ehrlich, das ist jetzt einfach fast ein bisschen in der Wildnis und hier irgendwelche Monster angreifen. Na, gute Nacht dann. Also bitte mal dorthin schauen. Ein frisch entstandenes Grundstück, Link. Also gerade das Traumhaus. Ja, aber ob hier irgendjemand angreift, das wäre ein bisschen doof. Also jetzt muss ich das ganze modular zusammenbauen. Und mit neuen Fähigkeiten schon Sinn. Links ist das Zimmer mit Tür und rechts das Schlafzimmer. Die kann natürlich rechts, weil der Bau fertig ist. Mhm. Grundstück platzieren. Aha. Eins noch, also kannst du für dein Traumhaus nur unser Modul verwenden, nichts anderes. Es gäbe noch andere Module ansonsten. Hausbau. Okay. Aber was soll ja eigentlich das Schlafzimmer sein, wa? Das ist der Eingang und dann... Okay. Ich will irgendwo den Eingang auch darlegen, was irgendwie Sinn macht, was? Zum Beispiel hier. Oder darf sie gar nicht kombinieren, also aneinander hängen quasi. Partner Bescheid. Okay. Ja, gib mir Bescheid. Aber das Richtige ist, ich kann maximal 15 Module dran packen. Okay. Das Bauen im Doomster bietet dafür unterschiedliche Module, die du nach Belieben kombinieren kannst. Grantiander kann dazu mehr erzählen, aber von mir also zur Feier des Tages schon mal dieses kleine Andenken. Bauen neben Doomster Stoff. Okay. Dein ganz eigenes Traumhaus. Nicht teleportieren dank dem Schrein da oben, wa? Okay. Ja, halt drin pennen und so, ist klar. Sonst großartig interagieren noch nicht. Ja, die hoffen, dass er irgendwie ähnlich wie wir es bei Breath of the Wild kann mit uns im Haus, wobei das muss ich Stück für Stück ausbauen. Man war nicht so modular wie das hier. Also trotzdem halt auch unsere Waffen und Rüstungen und so deponieren. Gut, Rüstungen spielt keine Rolle, aber vor allem die Waffen waren halt wichtig. Okay, also dann, ich fange mit Bauen an. Nur ganz kurz gucken, was da überhaupt alles machen könnten für Baumodule und Innenarchitektur und etc. etc. Hä?
Ja, Hausbau ist ja schön und gut, aber jetzt? Oh. Ah. Oh. Dreieckzimmer möbliert, Viereckzimmer möbliert, Waffenzimmer, Bogenzimmer, Schildzimmer, Kunstzimmer. Schlafzimmer haben wir eigentlich schon. Küche eventuell eine Option, Statuenzimmer, das ist da gut aufgestellt. Ah, auch praktisch eine Pferdeunterkunft. Vorrat, ja super, wenn ich sowieso nur insgesamt 15 Jahre dran bauen kann. Studierstube. Innentreppe, das wäre natürlich cool. Außentreppe. Gartenteich, Blumenbeet. Alter, vor allem die Kosten. Guck dir das mal an, ey. Aber generell halt bei so einer Art Waffenzimmer, Bogenzimmer, Schildzimmer wäre halt schon cool. Dafür jetzt schon Geld rauszuwerfen. Ich meine, wenn wir bald auf dem Weg wieder neue Gebiete sind und ich neue Rüstungen brauche, Ah. das ist eher ein bisschen doof. Aber trotzdem, gut, Dankeschön. Ah. Oh. Ah. Okay. Oh. Jo, die Firma dankt. Oh Mann, Freunde, was war das für eine Folge aus vielerlei Hinsicht, würde ich sagen. Ja. Demzufolge, wir haben links Haus, wobei mich erinnert, unser ursprüngliches Haus mal irgendwo hier unten stand, irgendwo hier. Das aber ist ein anderes Thema. Ich würde ansonsten sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Da muss ich gucken, ob wir uns gemäß darin hier nach unten begeben, um mich vielleicht zuerst mal alle die Geoglyphen der Nähe uns noch holen, weil eben auch von hier aus bis. Ah ne, das ist ein Schrein, Entschuldigung. Also hier oben müssen noch eine Geoglyphe sein, unter anderem. Ich glaube, hier ist sonst gar keine mehr, aber ein paar gibt es natürlich trotzdem noch. Hier oben ist noch eine wissen, da unten ist noch eine, hier ist noch eine. Das wäre eine Idee, oder dass wir trotzdem sagen, nee, komm on, ich mache jetzt wirklich mal mit dem Pferdchen von hier aus Richtung Wüste auf dem Weg. Aber ansonsten, neue Dinge machen kannst du immer, he? Von dem her. Können auch jetzt noch irgendwelche neuen Schreine machen. Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir die Schreine auf dem Weg zur Wüste noch machen. Oder auf dem Weg quasi auf der Hauptstory her weitermachen. Natürlich auch eine Option wäre, statt so der Wüste erstmal so ein Chikas. Also quasi von hier unten, von dem Schrein, hier weiter. Da noch eine Truhe, weiß gar nicht mehr warum. Super. Noch ganz lange her und ich habe schon keine Ahnung mehr, warum ich überhaupt die Dinger zum Teil gesetzt habe. Egal. Ja, eben Kagriko müssen wir sowieso mal noch hin. Auch storybedingt. Also am Hauptstory-bedingt, wohlgemerkt. Suche die 4 Regionen nämlich, beziehungsweise, ja, was ist das? Die Suche nach Zelda. Das schwebende Schloss. Nee, das Schloss war wieder was anderes. Dann steht Neugeburt, ja. Es gibt noch so viel zu tun. Das war's, ja, mit Kagriko verglichen. Nach der uralten Zeit. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, wa? In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.